Merci, Herr Präsident. Wirtschaftskrise, die finanziellen Probleme vom Euro an die Finanzsituation vom Staat bedingen, dass wir vieles überdenken an der Vorstellen müssen, für uns Land, die wirtschaftlichen und finanziellen Realitäten anzupassen. Die Lesungen, die wir als ADR zurückbehalten, die wir als Land müssen zurückbehalten, müssen an unseren 3 Prinzipien respektieren. Erstens, sie müssen die Kompetitivität von unseren Betrieben und unseren Banken garantieren. Sie dürfen das Budget vom Staat nicht an den finanziellen Desequiliber bringen. Drittens, sie müssen gerecht sein. Sie müssen sozial gerecht sein. Und ich meine, dass da wo Differenzen liegen. An der Chambre, was die Einzelparteien angeht. Was Kompetitivität angeht, so will ich darauf hinweisen, dass die Union des Entreprises Luxembourgeoises 2009 ein Arbeitsdokument ausgeschafft hat, mit 100 Mesuren für die Kompetitivität von unseren Betrieben zu garantieren. Und da geht natürlich jetzt vom Index, mir nicht nur. Ich zähle nur ein paar von den Mesuren ab. Reduktion von der Charge administrativ. Was das geschieht, nicht bis rose wenig. Delay für Plan d'aménagement particulier, für Plan d'aménagement généraux an den Gemengen durchzuziehen, was das geschieht, nicht. Der Plan sektoriell für neue Zonen d'Aktivität, was das geschieht, nicht. Oder wann etwas geschieht, dass da weiß kein etwas davon. Netting fiskal, Remboursement TVA, Chômage, Reduzierung, Erziehung. Wir sehen, dass vieles schon teilweise realisiert und an der Präparation ist, aber das, was vorgeschlagen ist, bringt nichts, bringt nur ein Durcheinander. Der zweite Punkt, den natürlich hier an diesem Gesetz diskutiert wird, ist die Anpassung von der Gehalt und die Evolution von der Lebenskosten. Wo stehen wir da? Wenn in der Stollerung, der Coût salarial moyen, mit der Charge patronal anguckt, und wenn in sich auf die Analyse basiert von ECA International vom 17. Oktober 2011, da gesagt in der Belgien da mit 38,2 Euro Stunde zu Buch stellt, Frankreich mit 33,1 Euro, Lützeburg mit 32,8 Euro, an Deutschland mit 29,1 Euro, bedingt, weil in Deutschland es kein Mindestlohn gibt. Es gibt 2 Methoden für das Gehalt der Revolution von der Lebenskosten anzupassen. Die eine ist, dass den überhaupt keine automatische Anpassung vorgesehen an die Gewerkschaften, die überlässt, für über Kollektivverträge, über Streik, über Negoziationen, Verbesserungen an den Betrieben beizuführen. Die zweite ist natürlich die automatische Indexanpassung, wie wir sie kennen. Da muss ich eine Avantage feststreichen, dass das Gehälter für Salarien, wo es kein Kollektivvertrag gibt, die beneficiieren davon. Und zu Lützeburg sind das aber 50%. Es bringt mehr soziale Kohäsion und das System wird sich bewährt. Das ist also ein Choix zu treffen. Und da der als für den Indexsystem beizubehalten, mehr aber auch mit dem klaren Appell, den Black, wo das ging, zurückbehalten gehen, mit dem klaren Appell und Gewerkschaften, für den Black an diesen schwierigen Zeiten Nullrunden zu drehen oder ganz moderat an die Kollektivvertragsverhandlungen vorzugehen. Die Indexmodulation, wie es am Tageblatt als Indexmanipulation genannt wird, also wie die Regierung so vorschlägt, schon bei den Gewerkschaften dazu gefordert, dass sie so tun, dass sie nur an der Kollektivvertrag kein Nullrunden, kein moderat Lohnpolitik gingen, versuchen durchzusetzen, mit dazu gingen ganz resolut versuchen, für ein Maximum rauszuschlagen. Und das meine ich auch nicht gut, wenn es auf die Weg geht. Der zweite, was ich muss festhalten, die Regierung muss nichts mehr machen, für die Inflation zu Lützeburg an den Griff zu kriegen. Ich will auch darauf feststreichen, dass wenn die Inflation 2011 am internationalen Vergleich guckt, da gesagt wird, dass zu Lützeburg 3,4% durchstehen, an Deutschland 2,3%, Frankreich 2,7% und noch an der Eurozone 2,7%. Die andere Frage, die sich stellt, an das Risiko, das noch besteht, dass die Regierung, wenn sie so Fixindextranche hält, da braucht es also nichts mehr zu machen, für die Inflation an den Griff zu kriegen. Also ich kann sogar TVA, die auch wirklich bei 15% ist, erhöhen. Für den Staat muss ich noch feststellen,
dass ein zusätzlicher Indextranche budgetär gesehen eine Operation Zero ist und erst neutral. Den dritten Punkt, den wir muss diskutieren, ist der Wohnkurve. Logementskosten machen am Wohnkurve nur 4% aus. Als dort, und das wird aber bei jedem Verein hier am Land, geht aber mehr wie 4% für Wohnkosten aus. Wir sind der Meinung als RDR, dass Tabak und Alkohol sollen aus dem Wohnkurve herausgehen. Das wir an der Logik von der Politik, die wir heute in diesem Land und auch in dieser Chambre diskutiert haben. Wir verlangen aber auch, dass der Wohnkurve, den Black neu etabliert wird, weil das Budget von Haut, die Wohnkurve, den wir heute haben, für den Index zu berechnen, den ist nicht mehr adaptiert für Ménagen, für Haushalten an einer speziellen Situation von einer wirtschaftlichen Krise. Die vorgeschlagene Indexmodulation ist die falsche Lösung. Sie trägt nicht zum sozialen Frieden und zur sozialen Kohäsion bei. Wir riskieren neben einer Indextranche auch noch stark Sozialkonflikte am Kader von Kollektivvertragsverhandlungen zu haben, wie das von der Gewerkschaft nur gekündigt wird. Hier geht die Kompetitivität von den Betrieben, die da wirklich hervorgestellt. Die richtige Lösung ist, den Index behalten wie nass, Mesuren holen, für die Inflation niedrig zu halten, und wenn die Inflation auf 2,5% raufkommt, oder sogar Männer, an Deutschland das 1,7% vorgesehen, dann wird die ganze Problematik von der Indexmodulation oder Manipulation, wie es auch genannt wird, wird hinfällig. Kompetitivitäts- und Produktionsprobleme von den Banken und Betrieben muss resolut umgehen, so wie aktuell vorgeschlagen. Da das nicht geschieht, dafür wird der auch gegen dieses Projekt stimmen. Das nämlich stehen da, wo die Lützburger Sozialistische Partei zum Mittwoch den Kongress aufgehalten hat. Ich werde froh vom Index, wo den demoligen heutigen Arbeitsminister Nicola Schmidt mit geschwollener Brust, und wir können uns alle erinnern, auf der Television mit Schaum im Mund geschaut hat, an Mikro, dass die Sozialisten giffen wie fehlt, an der Frage vom Index stehen bleiben, und dann die Sozialisten nicht giffen an der Frage vom Index empfehlen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und ich habe dann immer gesagt, ja, die Sozialisten haben recht, sie fallen nicht immer, und zwar so lange, bis sie empfehlen, und das als Haut. Und das kann ich dann noch am Fahrenblatt ganz klar nachlesen, was den Herr Alvin Soto geschrieben hat, nämlich vom Untergang von der LSAP, wo er da schreibt, es wird ein Fehler mit Folgen, und es gibt diesen da an den Annalen von den Sozialisten als gehen, aber nicht als rühmlich. Herr Präsident, die Damen und Herren, die Sozialisten, auf 4. Wahlen waren sie ganz brav, sowohl für die Chamberswahlen wie für die Gemeinderatswahlen. Und sie haben damals den Slogan rausgehen, wir packen nicht un. Heute kann ich nicht weitergehen, so wir besser sagen, fangen wir da vogellos. Für uns das auch mit tun, weil dann hätten sie nämlich hier die Wahlversprechen, wenn sie ihre Leute, ihre Membern, ihre Militanten und ihre Wähler gehen und nicht brauchen, zu verroten. Und noch wenn Herr Bodri heute gesagt hat, und das für allem an den Kontext vom Schulmarsch mitgebracht wird. Und dass man heute bei ihrer Kochzöl, sie für 16.000 Schulmürer in einem Land. Da könnt Debatte nur lesen von der letzten Indexmanipulation, die man hat. Du sind dieselben Argumente, die ja vorgebracht und gesagt, dass wir müssen den Index manipulieren, für eben mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und ein paar Jahre spät kommen sie mit den selben Argumenten, just dass in der Zwischenzeit der Schulmarsch um 4.000 Plätze geklommen. Das ist überzeugt, Herr Präsident, dass dann am ganzen Land, alle Menschen, bereit wir, auf eine Indextranche zu verzichten, wenn auf der anderen Seite, die an der Ökonomie die Responsabilität geben soll, man verzichtet auf eine Indextranche, und wir garantieren ja dann, wenn es ein Jahr oder 2 Jahre halbieren wir den Schulmarkt nicht nehmen, Herr Präsident, die Sozialisten ja an dieser Frage eine gelungene Rolle spielen. Nur als Freund von der CSV, zumindest eine Party von der CSV, spielen hier eine gelungene Rolle. Ich denke, du und der Kollege Robert Weber, wo ich übrigens so, Herr Präsident, dass ich es ganz unfair fand von der CSV, dass sie immer so Debatte wie den Index gerade die Idee an die Chambre bringt, wo der Herr Weber keine Zeit hat, für heute zu sehen. Und ich habe mir erwartet,
wenn den Herr Weber gewicht wird, dat den vor der Graf, mir auch den Herr Mark Spaut, den am Chamberswahle gegangen als ënner dem Dinge vom LGB Generalsekretär in Ali Kees, den als LGB-Sekretär an Wahle gegangen als der am von Haut, wenn ich nach dem Stand gut informiert sind, sogar am Pai bei der Gewerkschaften gehen, und dann aber hier an der Chambre gehen dat Stimme, was in der Gewerkschaft so was unseriös wie von den Parlamentariern, die Deputierten sogar zur Summe gerufen, für das sie sollten dann für das kennt das Projekt, so stimmt auch da nicht die Gewerkschaftler, die in der Zwischenzeit Politiker gesehen, vermisst ab der Reunion für dort zu sehen. Wir schwätzen so viel von einem Code Deontologie, wenn Gewerkschaften eine Code Deontologie hätten oder vielleicht tun, also geben ihr Statute respektieren, dann müssen sie im Prinzip alle die Gewerkschaftler, die in der Chambre gegen die Interessen von ihrer Gewerkschaft stimmen, müssten sie die ausschließen. So, und alle die nach keiner von den Gewerkschaften sind, sollen mal abstehen. Ich stelle fest, Herr Präsident, sie bleiben alle Gesetze. Sie sind also alle Member am enger von denen Gewerkschaften und sie verstoßen alle. Nein, ich stopp schon, Herr Bötter. Das ist Therapie. Ja, und jetzt zu lösen. Ich bleibe da stehen. Einfach zu sitzen. Wenn also den Herr Bötter, den bekannter Kenger für den Gewerkschaften sind. Ich will also so, Herr Präsident, die Leute alle gehört. Wie wird dann an enger von denen? Es sind noch an einer Gewerkschaft, Herr Präsident, Herr Staatsminister. Ich meine, die sind auch an einer Gewerkschaft. Ja, okay. Ja? Aber ja, wenn die Gewerkschaft, also bis erst am Prinzip, laut ihrer Statuten ausschließen, weil die Gewerkschaft doch an ihr Statut. Es sind am Gegensatz zwischen einer ganz demokratischen Gewerkschaft. Als zum Beispiel, wenn gegen die Interessen von der Gewerkschaft verstehst. Wir stellen also fest, Herr Präsident, dass ein ganz Party von Gewerkschaftlern, die in der Zwischenzeit Politiker gesehen oder Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind, an der Chambre Member sind, dass die gegen die Interessen von ihren Gewerkschaften stimmen, nicht nehmen, Deputierte, wie den Herr Staatsminister gerade in der Strafwelt darauf gehandelt wird, zu unterstreichen, auch die Regierungsmember bis hin beide Staatsminister sind gegen die Interessen, die sie an ihren Gewerkschaften am Prinzip für. Ich gehe noch dann davon aus, dass ich käme von all denen, die in Haut für das Projekt stimmen, gesehen, ob eine Echt-Mehr-Manifestation, ob ein Kongress von einer Gewerkschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der nächsten Chamberswahl keine Gewerkschaften mehr wird bei denen Parteien kandidieren, ist so nicht mehr.